Herzlich willkommen zu dieser Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, wir können dich inspirieren und laden dich dazu ein, dir Gedanken dazu zu machen. Der Bus? Ja? Giusy, wir machen die Übergabe am 3 auf dem Marktplatz. Vergiss die Schatzkarte nicht. Oh ja, die Schatzkarte. Sag mir nicht, du hast die Schatzkarte nicht bei dir. Ja, also jetzt nicht gerade bei mir, aber ich habe sie natürlich so an einem super Ort versteckt. Und wo hast du denn die Schatzkarte versteckt, wenn ich fragen darf? Ja, in der Unterwasserstation natürlich. Ist das dein Ernst, Giusy? Auf der Unterwasserstation? Ich habe noch nie mit so einer unfähigen Person wie dir geschafft. Wie kommt man auf die Idee, die Schatzkarte dort zu verstecken, wo man sie geklaut hat? Lass mir jetzt genau zu. Wir treffen uns am Punkt 3 auf dieser Station. Und Giusy, wenn du die Karte nicht hast, wird ich bitterer als mein schwärzester Espresso. Capisci? Sie, Capito. Alles klar. Ach Nonno, jetzt ist schon 2 Wochen her, seit der Giusy mit der Schatzkarte auf und davon ist. Wir haben alles nochmal durchgeschaut, jede Berechnung nochmal auseinandergenommen und wir haben sogar versucht, die Stadt auch ohne Schatzkarte zu finden. Ich verstehe die Frustvoll, Amy. Mir geht es ja nicht anders. Ich habe auch gehofft, dass wir jetzt endlich ein für alle Mal das Rätsel um die versunkene Stadt Alassa lösen können. In diesen 50 Jahren ist so vieles in die Hose. Immer wieder Situationen, wo ich das Gefühl hatte, es geht nicht mehr weiter. Wie hast du denn weitermachen und nicht aufgeben? Ich fühle mich so entmutigt und wirklich nicht mehr wie ein Abenteurer. Ich verstehe nicht, wie du in all diesen Jahren es geschafft hast, dich wieder aufzuraffen. Amy, wenn ich allein auf meine Kraft und mein Gefühl vertraut hätte, dann hätte ich wahrscheinlich das Ganze nicht einmal 5 Jahre durchgemacht. Aber ich durfte lernen in all diesen Jahren, dass Gott einen Plan hat. Er ist bei uns. Er kommt dann, wenn wir ihn am meisten brauchen. Und etwas anderes habe ich auch gelernt. Gott kommt nie zu spät. Er kommt höchstens pünktlich. Und das ist für einen Italiener wie mich auch nicht so einfach. Weisst du was? Jetzt holen wir ein Gelati vom Gianni. Das hat noch immer gut getan. So, jetzt brauche ich die Schatzkarte. Ah, ja genau. Warte mal. Ah ja, super. Da ist sie ja. Ein einwandfreies Versteck. Ich weiß ja gar nicht, was sie hat. Hey. Oh. Boah, so ein Ester-Tee. Ja. So. Du, Nonno, ist es nicht am Giusy sein Handy? Schnell, nimm ab! Giusy, ich hoffe, du hast die Schatzkarte. Wir sind bald da. Was? Habe ich das richtig verstanden? Der Giusy und sein Boss treffen sich da bei uns? Das gibt's doch nicht. Das heisst, die kommen in die Station. Was machen wir da? Hey, Amy, das ist unsere Chance.
Wenn die kommen, überführen wir sie gerade. Siehst Also, rufen wir die Polizei an. Siehst, so ist Gott. Er ist immer dann da, wenn wir ihn brauchen. Aber Leute jetzt an. Ehi ciao! E schaut mal wer es ist! Emilio! Hey, come stai? Hey, Emilio! Kommissario Fazzoletti, wir wissen, wo der Giusy ist. Er trifft sich mit... Pizza prosciutto, pizza margherita. Hallo? Hallo? So gut. Herr Fazzoletti? Oh, weißt du, was mich jetzt so richtig lusten wird? Eine Pizza Hawaii mit richtig viel Ananas. So, kann ich jetzt weiterreden? Wir wissen, wo der Giusy ist und es pressiert. Er trifft sich jeden Moment mit seinem Boss bei uns auf der Unterwasserstation. Ihr müsst ihn auf frischer Tat ertappen. Allora, wir machen uns sofort auf den Weg. Wo ist der Federico mit den Espressi? Wo ist der Federico? Nee, egal. Wir müssen gehen, avanti. Oh. Allora, mit zu fassen, Giuseppe und die Mafiabosse, wir müssen sie überraschen. Wir stellen ihnen eine Falle. Wir verstecken uns und wenn sie kommen, wir springen hervor und nehmen sie fest. Capite? Also los, verstecken, schnell. So, jetzt. Da ist ja mein Handy. Ich habe mich noch gefragt, wo ich das liegen lassen habe. Ein Anruf vom Boss? Aber ich habe doch. Hey, Hallo Giusy. Ich hoffe, du hast die Karte. hey Boss, schon lange nicht mehr gesehen. Ja, selbstverständlich. Hast du gesehen, es war doch ein gutes Versteck. Ich bin eben schon gut. Und das Geld, oder? Hände hoch, keine Bewegungen. No, Federica, wie kannst du es wagen? Meine beste Polizistin. Nein. Doch. Ich glaube, du hast da etwas von uns gehört. Was für eine Schande, dass ihr genau jetzt kommt. Ich hätte ja gerne noch mit euch geredet, aber ich habe jetzt einen Schatz zu finden. Los, festnehmen. Federica. Ich bin so enttäuscht von dir. Und ich wollte dich noch befördern. No. Und wer mag jetzt die Espressi? Madonna. Avanti, los. Was für ein Abenteuer, Nonno. Siehst, wenn man auf Gott vertraut, dann wird man nicht enttäuscht. Das ist ein Grund zum Feiern. Jetzt ist uns definitiv nichts mehr im Weg. Weißt du was? Und die können wir jetzt vielleicht gleich auch noch brauchen. Also los, Nonno! Endlich, nach 50 Jahren. Danke Gott. Krass. Jetzt haben sie es also wirklich geschafft und sind auf dem Weg zu dieser versunkenen Stadt. Es hat aber nicht immer so ausgesehen. Wir haben nämlich gesehen, dass die Amy gerade heute mega Frust verspürt hat. Jetzt muss ich da ein bisschen aufpassen, wenn die da raufkommen.
weil nicht alles nach Plan gelaufen ist. Sie hat Mühe gehabt, zum dranbleiben, gerade wenn es vielleicht mal Geduld benötigt hat. Kennen wir solche Situationen auch in unserem Leben, wo wir vielleicht aufgeben, anstatt einfach dran zu bleiben. Zum Glück aber war Amy nicht allein. Der Emilio, ihr Grosspapi, war bei ihr und hat geschaut, dass sie nie allein ist. Weil er hat ihr versprochen, dass er nie von ihrer Seite weichen wird. Er hat nämlich gelernt, auf Gott zu vertrauen. Aber jetzt, nur weil wir Gott haben, ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Siehst du das, Martina? Ja, wir haben die letzten 3 Tage gehört an diesen Kids Days, dass jeder von uns wertvoll und einzigartig geschaffen ist. Dass Gott uns einander zur Seite stellt und uns auch in jedem Moment hört und ernst nimmt. Das tönt ja eigentlich schon ein bisschen nach Friede, Freude, Eierkuchen, oder? Und manchmal hätten wir doch so gern, dass Gott unser Leben ein bisschen einfacher macht oder uns auch ein paar Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Bestimmt kennt auch ihr so Situationen aus eurem Leben, wo es, wie wir im Theater gesehen haben, manchmal ein bisschen mehr down als abgeht. Und dann wäre es doch einfach so praktisch, wenn Gott die Schwierigkeiten für uns aus dem Weg räumen oder Situationen, die unangenehm sind, einfach für uns erledigen. Vielleicht habt ihr schon mal einen Streit nicht lösen können. Oder ihr habt eine schlechte Schulnote bekommen. Oder habt euch irgendwo mal ausgeschlossen gefühlt. Bestimmt kommen euch auch noch andere Beispiele aus eurem Alltag in den Sinn. Und dann sagt Gott aber nicht zu uns, hey, bete einfach ein bisschen mehr oder glaub einfach ein bisschen mehr, dann kommt das schon gut, dann werde ich dir die Schwierigkeit aus dem Weg räumen. Nein, Gott verspricht uns etwas ganz anderes. In der Bibel lesen wir im Jesaja 54, Vers 10: Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der sich über dich erbarmt. Boah, was für eine Zusage. Ja, Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, auch in unserem Leben. Aber Gott verspricht uns gerade in diesen Situationen, dass seine Liebe zu uns niemals wird erschüttert werden. Sein Friedensbund mit uns wird nie wanken, egal was kommt. Aber bevor wir euch jetzt einfach so einen Bibelvers nehmen und einfach euch vorlesen, wollen wir noch gemeinsam kurz den Kontext anschauen. Also was ist gerade zu dieser Zeit von dieser Zusage abgegangen? Wir sehen nämlich, dass das Volk Israel an einem wirklich tiefen Tiefpunkt sind. Sie haben nämlich sich von Gott verlassen gefühlt. Sie waren in einem fremden Land und haben angefangen zu zweifeln. Und vielleicht sind so Fragen aufgekommen wie, ist Gott überhaupt noch da? Kann er eingreifen? Und wenn ja, will er das überhaupt noch? Vielleicht sind Gefühle von der Einsamkeit oder Gefühle von nicht wissen, was als nächstes passiert, aufgekommen. Sie haben wirklich Angst gehabt. Das Versprechen, das Gott ihnen dort gesagt hat, das war fundamental. Das war so ein Zentrum, gerade in diesem Tiefpunkt, wo sie waren. Er, also der Gott, der das Volk auserwählt hat, der jeden Mensch so einzigartig geschaffen hat, verspricht, dass er nie von ihrer Seite wird weichen. Diese Zusage von Gott ist wie ein festes Fundament für unser eigenes Leben. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie der Fels, den wir da vorne auf der Bühne haben. Ihr dürft gerade mal vorlesen auf 3, was da drauf steht. 1, 2, 3. Genau, Gottes Liebe ist das feste Fundament für unser Leben. Das verspricht er uns in diesem Vers. Ja, es wird schwierige Situationen geben. Mit denen werden wir so oder so konfrontiert werden. Vielleicht eine Enttäuschung, auch mal Hoffnungslosigkeit in einer Situation, wo man nicht weiter sieht. Vielleicht sogar ein zerbrochener Traum oder eine Beziehung, die auseinandergegangen ist. Wir können diesen Schwierigkeiten nicht aus dem Weg gehen,
egal wie sehr wir das versuchen. Aber das, was um uns herum ist und was in uns drin ist, das ist nicht alles. Schwieriges und Schweres hat bei Gott nicht das letzte Wort. Er verspricht uns, er wird nie von unserer Seite weichen. Und wenn wir unser Leben auf dem Fundament von seiner Liebe und von seiner Gnade aufbauen, dann bleibt das auch inmitten von Schwierigkeiten bestehen. Doch wie oft haben wir in unserem Alltag den Fokus vielleicht nicht unbedingt bei diesem Fundament, nicht bei dieser Liebe von Gott, sondern bei anderen Bereichen. Zum Beispiel legen wir mega viel Wert auf Gesundheit, Hauptsache nicht krank werden. Oder wir investieren ganz viel in gute Beziehungen, in unsere Familie, in unsere Freundschaften. Oder unser Fokus ist vielleicht ein bisschen beim Geld. Wenn ich doch bloß ein bisschen mehr verdienen würde, dann könnte ich mir das und das leisten. Oder an diesen Kids Days, wenn ich doch bloß ein paar Bätzchen mehr hätte, könnte ich mir nochmal eine Zuckerwatte holen. Oder vielleicht ist unser Fokus auch bei der Leistung. Ich muss beim Arbeiten alles geben. Ich muss brillieren. Ich muss positiv herausstechen. Oder in der Schule. Ich muss im Turnen besser sein als die anderen. Oder ich muss immer eine gute Note heimbringen. All diese Sachen sind auch mega schöne und wertvolle Sachen. Aber die können im Gegensatz zu unserem Fundament auch anfangen zu wackeln, wanken oder sogar einstürzen. Sie sind nicht immer gleich stabil. Doch wenn wir unser Leben auf dem Fundament von Gottes Liebe aufbauen, dann haben wir ein festes und ein stabiles Fundament. Ganz egal, wie es in diesen Bereichen hier oben aussieht. Und genau das habe ich auch schon oft in meinem Leben sehen. Ich erzähle euch ein kleines Beispiel, als ich 17 war. Mit 17 haben sich meine Eltern getrennt. Und es war so, wie wenn der Bereich von diesen Beziehungen, eben Familie, ins Wackeln kommt und einstürzt. Und ihr merkt gerade, das hat nicht nur eine Auswirkung auf den Bereich der Beziehungen, sondern das hat auch eine Auswirkung zum Beispiel auf den Bereich vom Geld. Plötzlich haben wir uns vorstellen, können wir überhaupt noch in diesem Haus wohnen bleiben? Ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du aktuell in so einer Situation oder hast auch schon mal erlebt, dass ein von diesen Bereichen ins Wackeln kommt. Ich habe dort mal noch nicht so an Gott geglaubt wie heute. Und trotzdem durfte ich erleben, dass das Fundament von seiner Liebe verhebt. Das hat mich immer wieder gestärkt und auch tröstet. Wo hast du vielleicht so einen Bereich, wo etwas eingestürzt ist? Wo hast du vielleicht auch schon erleben, dass das Fundament dich durchträgt? Gottes Wunsch für unser Leben ist, dass er das Fundament sein darf. Denn seine Liebe und Gnade haben immer Bestand, egal was kommt. Das hier ist das stabilste und das beste Fundament, das wir in unserem Leben vorstellen können. Doch auch wie schön, dass das Bild ist, das jetzt Martina noch fertig aufstellt. Es klingt so einfach, dass Gott mein Fundament ist. Und manchmal ist das halt nicht immer so. Und jetzt haben wir da gemeinsam mit Theorie angeschaut und jetzt gehen wir in die Praxis. Oft haben wir erst in der Praxis, wie schwierig es eigentlich ist, so etwas umzusetzen. Wie oft bauen wir unser Fundament eben nicht auf Gott auf? Wie oft denken wir, das sind ja alles schöne und gute Sachen, aber wie oft denken wir vielleicht zu fest an diese Bedürfnisse? Doch eigentlich können wir einfach auf Gottes Hand und Gottes Eingreifen vertrauen. Wir sehen nämlich durch die ganze Bibel durch, dass Gott nie von unserer Seite weicht. Und das macht einen grossen Unterschied in meinem und ich hoffe auch, sehr schwer, hoffentlich auch nach der Predigt, spätestens dann, in eurem Leben. Wir bekommen eine feste Sicherheit. Wenn wir zum Beispiel gerade in finanziellen Schwierigkeiten sind oder wenn einem gerade der Job gekündigt worden ist, Gott wird nie von deiner Seite weichen, egal was kommt. Er ist immer bei dir und sichert dich ab. Oder manchmal, wenn wir uns hilflos fühlen, vielleicht werden wir in der Schule ausgelacht oder ausgeschlossen
oder andere Menschen machen einen grossen Bogen um dich. Gott nimmt dich immer an, egal wie du bist und was du gemacht hast. Er hat seine Arme immer weit offen für dich. Er bleibt an unserer, respektive an meiner Seite. Manchmal aber kommen auch Zweifel führen. Ich glaube, viele von euch kennen das. So einen Moment, wo man vielleicht überlegt, ist Gott wirklich noch da? Oder was passiert als nächstes? Ich habe irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass Gott da ist. Vielleicht sind die Zweifel bei euch ein paar Sekunden, vielleicht gehen die einen Tag, vielleicht Wochen, vielleicht noch länger als das. Das ist und bleibt, so schade es leider ist, normal. Ich habe gemerkt, wenn ich die Zweifel im Moment habe, tue ich mir selber die Gotteszusage aussprechen. Vielleicht ganz laut, beim Arbeiten, in der Schule oder beim Posten. Und ich werde euch heute Morgen einladen, gerade euch alle in diesem Saal, aber auch mich persönlich, um uns zurückerinnern an das Versprechen, was Gott gemacht hat. Ja, mögen die Berge einstürzen und Hügel wanken, aber mein Gott ist mit mir, bis ans Ende der Welt. Vielleicht hast du heute zum ersten Mal gehört, dass Gott überhaupt das Fundament möchte sein für dein Leben. Und vielleicht weißt du auch gar noch nicht so genau, ob du das wirklich willst. Und das ist auch voll okay. Trotzdem möchten wir euch heute Morgen einladen, euer Herz aufzumachen und Gott einzuladen, dass er zu eurem festen Fundament werden darf. Weil seine Liebe und Gnade, die bleiben. Bestimmt hat es heute Morgen auch Leute da, die im Moment gerade so in einer herausfordernden Situation sind. Vielleicht ist eben so ein Teil von diesem oberen Bereich, von dem Leuchtturm eingestürzt. Und es taucht die Frage auf, hey, wo ist Gott in dem inne? Wir möchten euch heute Hoffnung und Mut zusprechen, dass Gott mit euch noch nicht am Ende ist. Er wird nicht von eurer Seite weichen, ganz egal, was kommt. Und ganz egal, ob ihr gerade etwas von seiner Gegenwart und seiner Nähe spürt oder nicht. Seine Liebe, das Fundament, das bleibt, auch unabhängig von den eigenen Umständen. Daran dürfen wir uns immer wieder festklammern. Und vielleicht bist du heute Morgen auch da und du denkst so ein bisschen, ja, mal, habe ich schon ein paar Mal gehört. Gott ist das Fundament von meinem Leben. Okay, ist jetzt nichts mega Spannendes oder Neues. Und dann möchten wir euch ganz besonders ermutigen, euch auch nochmal herausfordern zu lassen von Gott. Wo ist vielleicht euer Fokus im Moment bei einem oberen Bereich und ihr verliert das Fundament von Gottes Liebe und seiner Gnade ein bisschen aus den Augen? Wo dürfte vielleicht das Fundament noch einen grösseren Einfluss haben auf eure anderen Lebensbereiche? Wo ist der Fokus vielleicht im Moment ein bisschen stark bei den Umständen und nicht mehr bei Gott und seinem Fundament? Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der sich über dich erbarmt. Ja, genau das wünschen wir uns für alle. Dass wir jetzt mit in unserem Alltag uns zurückerinnern können an das, was Gott versprochen hat. Ich werde noch beten zum Schluss. Ja, Herr, wir danken dir, bist du das Fundament. Ja, Herr, ich danke dir, dass das Fundament das stabile und das sichere Fundament ist. Und lass unsere Herzen weit aufmachen, damit wir dich einladen können und dass unser Fundament, unser ganzes Leben auf dir aufgebaut ist. Und wir danken dir, weichst du nie von unserer Seite und bist du immer bei uns. Und so segne ich uns alle für die kommende Woche und für alle Zeit, dass wir einfach können, in diesem Moment von diesen Zweifeln uns zurückerinnern können, was du versprochen hast und dass du da bist bei uns. Danke dir. Amen. Danke fürs Reinschauen und lasst uns doch in den Kommentaren wissen, was dir dabei gefallen hat. Wir als Kirche wünschen uns, dass das Leben zum Blühen kommen und wir mit Begegnungen mit Gott geniessen. Falls du Fragen oder das Gebetsanliegen hast, darfst du dich sehr gerne bei uns melden. Und falls dir das Video gefallen hat, gib uns doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, wenn du nichts mehr verpassen willst. Wenn du uns möchtest finanziell unterstützen, kannst du das hier machen. Und cool, bist du dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal.